Vielleicht fragt einer oder andere, was hat dieses Thema zurzeit mit dieser Adventzeit zu tun? Ich fand eine sehr starke Verbindung zwischen der Gegenwart Gottes im Buch Esther und unserer Zeit heute. Obwohl der Name Gott ist nicht ein einziges Mal in dieses Buch erwähnt. Aber ich sehe die Gegenwart Gottes sehr klar und deutlich in dieses Buch. In einer Zeit, wo alles grausam war. Ein schwieriger König, der hatte einen Assistent oder einen Helfer wie der Satan. In dieser Zeit lebte ein armer Mensch und eine weise Mädchen, die keine Eltern hat. Aber trotzdem in dieser Zeit kommt Gottes Gnade und hilft diesem Mädchen, um die Königin zu werden. Das ist gerade die Adventzeit. In dieser Zeit vielleicht einer oder andere von uns leidet unter Probleme oder Einsamkeit oder Schwachheit oder unter einer Sünde. In dieser Adventzeit, es ist eine Zeit für die Gnade, wo man mit seiner Schwachheit vor dem Herrn kommt und legt alle seine Last vor dem Heiland. In dieser Adventzeit, es ist Zeit für Heilung. Das Buch Esther und unsere heutige Zeit. Es gibt eine riesengroße Vergleichung zwischen das Buch Esther und unser Leben heute. Das König auf Arabisch heißt Ahschawirus, auf Deutsch heißt Ahasverus. Und ich habe es gelesen als Hass und Virus. Und sein Name ist ähnlich. Er war so ein Mann, genau wie unsere politische Situation in unserem Weltsystem heute. Ich sehe, liebe Geschwister, dass dieser König ist Symbol für die Welt heute. Und der Haman, sein Helfer, es ist Symbol für den Satan. Esther war Symbol wie du und ich, ein Mensch, der Gottes Gnade braucht. Und Mordechai ist ein Symbol für den Herr Jesus Christus. Der kam in dieser Zeit, um Zukunft für diese Mädchen zu geben und zu machen. Dieser Mann sehe ich in ihm verschiedene Eigenschaften. Zuerst, er war stolz. In Esther Kapitel 1, Vers 4, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seines Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Das ist ein Symbol für die Welt heute. Die reden von Reichtum, die reden von alles, was ist modern. Dieser Stolz. Wir sind in einer Welt zurzeit, wo die Leute, die die Mutigkeit haben, keine Chance. Die haben keine Chance. Der König war richtig stolz und bringt alles sein Gutes und alles seine Herrlichkeit, alles sein Reichtum und die schaut, das macht ein Bazar. 180 Jahre zeigt er alles, was er hat. Aber auch er war launig. In Esther Kapitel 1, Vers 8, er war launig. Manchmal er ist sehr nett, sehr fröhlich, sehr Gastfreundlichkeit. Aber anderes Mal sehen wir bald, er war sehr zornig. In
in Vers 12, er war sehr zornig, launig. Das ist die Welt, wo wir wohnen, wo wir leben. Deswegen die Leute, die leben in der Welt und die für diese Welt, die sind auch launig. Manchmal trifft man jemand, er ist sehr fröhlich, aber vielleicht ein paar Tage später sehr unten, sehr traurig, sehr zornig. Das ist die Situation in dieser Welt, launig. Aber wenn der Herr kommt zum Leben, er gibt uns diese Stabilität, er gibt uns diese Kraft, er gibt mir Ruhe und die Freude, trotz alles, was mir ärgert. Mitten in dem Not findet Gottes Kinder die Hilfe, die Freude. In Psalm 91 redet über die Hilfe im Not. Vers 15, ruf mich in dem Not. In Psalm 34 redet, dieser Arme hat geschrien und der Herr hat für ihn gehört. Wir sehen diesen König auch von Wein geknechtet. Steht in Kapitel 1, Vers 10. Und am 7. Tag, als das Herz des Königes von Wein fröhlich war, befahl er und lies mal, was ist passiert. Er wollte, dass die Königin Vashti muss kommen mit ihrer Krone und dass die alle betrunkene Gruppe gucken an ihrer Schönheit. Das ist unsere Welt heute. Es ist geknechtet nicht nur von Wein oder vielleicht von dem Lust, vielleicht von dem Geld. Es ist geknechtet nach verschiedenen Sachen. Das ist unsere Welt heute. Das Buch Esther zeigt uns, ohne Gott geht alles richtig kaputt. Kommt der zweite Mann, Haman. Das ist ein Symbol für den Satan, der bewegt und spielt in unserer Welt heute. Haman, sein Name heißt der Unruhestifter. Und das ist ehrlich so. Unruhestifter. Das macht der Satan. Ich habe für den Satan 3 Eigenschaften ausgewählt aus Gottes Wort. Und dann habe ich eine Frage an Ihnen alle. Zuerst, der Satan ist wie eine Schlange. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Eine Schlange. Und es steht, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Zweite Eigenschaft, Engel des Lichts. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 14. Schlange oder Engel des Lichts. Und das dritte ist ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5, 8. Meine Frage zu Ihnen. Welcher von diesen ist das Gefährliche? Es ist nochmal Schlange oder Engel des Lichts oder ein brüllender Löwe. Welcher ist das Gefährliche? Ja, und warum? Ist es richtig? Engel des Lichts. Und warum? Die Schlange, da habe ich davon Angst. Ich gehe davon weg. Und der Löwe, der brüllende, da höre ich und gehe ich davon weg. Aber Engel des Lichts, da glaube ich, da vielleicht knie ich vor ihm, folge ich ihm nach. Das ist der Feind, der arbeitet in unserer Welt heute. Haman. Haman, der gibt Unruhe, der Unruhestifter. Dann kommen wir an Esther. Esther, die heißt Wafa, wie unsere Schwester Wafa. Esther oder Wafa, die beiden Namen heißt Treue. Treue. Und das ist genau diese, die hat er noch, Hadassa oder Rihan. Rihan ist eine Sorte von Kräuter.
die Myrte oder Basilikum, was ihr könnt. Riecht gut, bedeutet gut. Esther, ein Mensch, der Gottes Gnade braucht, der Gottes Gnade gefunden. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Epheser Brief, Kapitel 2, Vers 8. Ich komme aber zu Mordechai. Mordechai heißt der Demütige. Und alle diese 4 Personen sind die Hauptpersonen in dem Buch Esther. Und ich finde in Mordechai ein Symbol für den Herrn Jesus Christus in verschiedener Art und Weise. Zuerst, Mordechai ist Symbol für Jesus Christus, der in seiner Demütigkeit. In Prediger, das Buch Prediger, Kapitel 9, Vers 14 bis 16, erzählte die Bibel eine sehr interessante, kurze Geschichte. Sagt, gegen eine kleine Stadt, in der wenige Männer waren, kam ein großer König und belagerte sie und baute große Belagerungstürme gegen sie. Da fand sich in derselben Stadt ein armer, aber weiser Mann. Der rettete die Stadt durch seine Weisheit. Und doch gedachte kein Mensch an diesen armen Mann. Keiner hat an diesen Mann gedacht. Ein Mann, der hat die Stadt gerettet. Symbol für den Herrn Jesus Christus, der heute viele Leute, ich habe gehört, dass 10% von den Deutschen, 10% von den deutschen Völkern können nicht, was heißt Weihnacht oder warum Weihnachten gibt. Wissen nicht. Einer mit dem Mikrofon war auf der Straße, das war ein Fernsehprogramm, und hat die Leute auf die Straße gefragt, was heißt Weihnacht, warum gibt es Weihnacht? Ein Mädchen, die 16 Jahre alt, hat gesagt, ja, ich weiß, dass es jemand ist geboren, ein Kind oder etwas oder so, und keiner weiß. Jesus, der Retter, Jesus, der gekommen und hat sein Leben gegeben. Jesus, der bekam diese Freude vom Himmel auf der Erde. Heute ist er unbekannt. Keiner hat an dieser Mann, an diese Arme, an diese Weise, keiner hat gedacht. Keiner hat gedacht. Aber noch in Mordechai, in Lukas Evangelium Kapitel 4, die Verse 18 bis 19. Mordechai kam, um Esther zu helfen, die keine Macht hat, die keine Chance hat. Jesus steht von Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Das ist unser Mordechai, höher als Mordechai. Keiner hat an ihm gedacht. Wo sehen wir Gottes Gegenwart im Buch Esther? Zuerst, wir sehen das, wie der Herr ersetzen diese arme Mädchen. Er hat sie gesegnet. In Esther Kapitel 2, Vers 7, und dieser war Pflegevater der Hadassah. Sie hatte keinen Vater, keine Mutter, keine Macht. Und ich sage Ihnen etwas, liebe Geschwister. Es war genug Gründe, dass Esther werde nie ausgewählt als Königin.
Das Erste, es gibt kein Königsblut in ihrer Vergangenheit. Eine Königin soll von einem Königreich oder Königshaus kommen oder mit einem König verheiratet. Das war nicht der Fall. Oder ein sehr reicher, bekannter Vater, der hatte eine höhere Position. Das war auch nicht der Fall. Drittens, ihre Nationalität. Sie war Jude. Es ist unmöglich, und ich übe dieses Wort jahrelang, unmöglich, dass die Esther eine Königin wird, weil sie kommt von einem jüdischen Hintergrund. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Sie ist eine Tochter geworden. Wir können nicht Jesus Christus haben, wir können nicht Gottes Kinder werden, außer dass wir akzeptieren Gott als unser Vater. Durch diese Gabe, in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 12, aber die alle ihm aufgenommen haben, er hat denen Gottes Kinder genannt, er hat denen die Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Esther wird eine Königin, höher als alle unsere Vernunft, höher als alle unsere Gedachten oder Gedanken. Und das ist die Gnade Gottes, die ist höher wirklich als alle unsere Gedanken. In dieses Bild sehe ich Gottes Gnade. Das ist eine Gruppe aus verschiedenen Nationalitäten. Iran, Irak, Äthiopien und Eritrea. Das sind die Gruppen, die kommen zu uns jetzt, werden von uns betreut. Ingeborg hat mit den Mädchen letzte Woche Plätzchen gebacken und ich habe mit den Jungs gesprochen. Danach haben wir zusammen gegessen und eine Bibelstunde über Jesus, die Tür, die einzige Tür zum Himmel. Hoffnung für alle Nationen. Nur durch diese Gnade. Die haben Vater, ein himmlischer Vater. Die kommen nach Deutschland oder Europa ohne Hoffnung, ohne Glaube. Aber der Herr öffnet die Tür, dass solche Leute die Glaube finden. Wir sehen Gottes Gegenwart im Leben von Esther in seiner Gnade. 3-mal kommt das Wort Gnade in Kapitel 2. Einmal sagt, und sie fand die Gnade. Kapitel 2, Vers 9. In Vers 17a, und die Esther fand die Gnade bei allen, die sie sahen. Gnade in den Augen für alle. Und das 3. Mal in auch Vers 17a, und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen, und sie fand die Gnade und die genoss vor ihm. Gnade. Ich sehe Gottes Gegenwart, obwohl das Wort Gott genau nicht geschrieben, aber ich finde, dass Gott ist da in dieser Situation. Vielleicht hast du ein Problem oder jemand vor dieser Weihnachtszeit fühlt sich nicht froh wie vor ein paar Jahren, weil es gibt Probleme in der Familie, in der Ehe, im Arbeitsstelle, in Gesundheit. Aber ich finde, dass Gottes Gnade gerade kommt in dieser Situation. Gottes Gnade kommt reichlich in dem Fall, wo ich wirklich total schwach und keine Macht habe. In dieser Adventzeit, das ist die Zeit, wo wir, eigentlich das Wort Advent bedeutet, wir warten auf der Kommende. Er kommt. Wir warten auf sein Wiederkommen. Und wir können in dieser Adventzeit mit aller Vertrauen der Herr bitten, dass er kommt und legt seine Hand auf unsere Situation. Durch die Gnade, Freude trotz Schmerz. Mirna ist eine sehr aktive Mitarbeiterin in unserer Gemeinde in Ägypten. Sie ist wie eine kleine Mama, weil ihre Mutter ist vor kurzer Zeit durch ein Krebsheim gegangen.
Mirna ist 19 Jahre alt, unterwegs vor ein paar Monaten zu der Uni, in das erste Jahr in der Uni. Der Mikrobus hat Unfall gemacht und sie hat einen Arm verloren. Es ist Schmerz, seelisch und körperlich für eine 19-Jährige. Aber die Freude, die sie hat, wie sie der Herr dienen. Ich hatte mit Mirna 2 Stunden gesessen und gesprochen. Sie ist nicht behindert. Ich habe gesagt, du bist nicht behindert. Du bist ein Mensch, der kann der Herr mehr und mehr dienen. Durch ihr Lächeln und durch ihre Freude in die Uni, aber auch in die Gemeinde. Die Gemeinde dort betet und wir alle beten, dass die Mirna wird in unserer Weihnacht eigentlich ist am 6. Januar. Und sie war bei verschiedenen Ärzten und wir beten, dass Gott öffnet den Weg, dass sie ein Geschenk bekommt, eine Prothese zu bekommen, wo es im Lande dort nicht einfach für diese Alter und für diese Körper. Wir beten, dass der Herr die Tür öffnet. Aber trotz dieser Situation, ich sehe, dass die Gnade Gottes höher als alle unser Schmerz, höher als alle unsere Angst. Ich sehe auch die Gnade Gottes in dem Leben von Esther, in der Erwählung. Sie ist ausgewählt. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Und sie fand die Gnade. Er hat sie ausgewählt. Ich finde, Gott, der hat das Herz von dem König bewegt. Diese Mädchen, die waren 7 Mädchen. Die schönste, hübsche, tolle Mädchen. Die 7 Mädchen sind vorbereitet mit aller Myrrhe und mit aller Parfüm. Es gibt ein Haus, wo die Frauen sich vorbereiten, bevor die vor dem König gehen. Warum hat er Esther ausgewählt? Warum? Das ist die Gnade. Es gibt keine andere Antwort, außer das die Gnade. Die Gnade, die wählt uns aus. Als ich in Ägypten vor 3 Wochen war, traf ich einen Kollegen, der mit mir in die Abitur war. Aber er hat es nicht geschafft, hat es 3-mal probiert, hat es nicht geschafft. Er ist heute ein Verkäufer auf der Straße mit einem Wagen, aber wir haben uns getroffen und wir haben zusammen gesprochen. Und als ich ihn verabschiedet, kamen die Gedanken. Er hat es nicht geschafft, weil er hatte Kontakt mit 3 Mädchen auf einmal. 3 Mädchen. Er war in die Abitur und hat Kontakt mit 3 Mädchen und die Lügerei hatte kein Ende. Für diese schreibt und für diese telefoniert und von dieser macht und er konnte nicht konzentrieren und er hat es nicht geschafft. Heute ist ein Verkäufer, hatte so viel Last, so viel Schuld. Da kam die Gedanke, bin ich besser als ihm? Eigentlich nicht. Aber das ist Gottes Gnade. Gottes Gnade, die mich getroffen und hat mich geholfen, hat mich gerettet. Alles, was du hast, von Gut und Haben, Gesundheit oder Arbeit oder Studium, das ist Gottes Gnade. Gottes Gnade. Und auch in unserem Schmerz oder in unserer Not, ich nehme es von Gottes Hand als Gnade. Wie oft sind wir zum Gebet gekommen durch eine Probleme? Wie oft sind wir vor dem Herrn richtig gekommen wegen einer großen Fragezeichen, die uns trifft im Leben? Wir nehmen es von Gott als Gnade. Ayman und Nizar, welche Gnade ist das? Nizar ist das linke und Ayman ist das rechte Seite. Diese beiden waren Sänger in der Welt, in jeder Hochzeit, in Hotels, hier und dahin. Die gehen und die singen Worte von der Welt, einfach Worte. Und Ayman, dieser Rechte, war drogenabhängig, Alkoholiker. Sein Leben war fix und fertig. Er lebt in Libanon, er ist Libanese. Nizar an die linke Seite, er ist der Ehemann von
die Nichte unserer Schwester Wafa. Er hat auch gesungen in jeder Hochzeit, überall hier und hin. Musik für die Welt. Er lebt in Haifa. Der Herr hat die beiden getroffen. Und die beiden heute sind die Sänger für den Herr Jesus. Nizar hat gerade jetzt die erste CD für den Herr Jesus gemacht. Ayman hatte ein wunderbares Fernsehprogramm in Libanon. Und weil Libanon und Haifa, Israel, die dürfen sich nicht treffen. Die dürfen sich auch nicht telefonieren. Israel und die Libanon. Der Herr hat vorbereitet letzte Woche, dass die beiden sich treffen in Jordanien. Die beiden sind extra nach Jordanien geflogen für einen Tag, dass die sich treffen, zusammen beten, zusammen reden, dass jeder unterstützt den anderen. Wer kann das tun? Wer kann das tun? Haman arbeitet, ja, aber der Heilige Geist arbeitet auch. Und da hat er Ayman und da hat er Nizar frei gemacht von dieser Macht von Haman. Und heute sind die Gottes Kinder. Doch wir sehen Gottes Gegenwart im Leben von Esther in ihrer Erwählung, dass der König hat sie und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt. Ist das nicht steht in Offenbarung Kapitel 1, Vers 5? Er hat uns Könige und Priester gemacht. Hat von uns Könige gemacht. Königreich. Wir sind Kinder des Königs. Doch Gott ist klar in seiner Gegenwart in das Buch Esther. Durch eure Gabe kann jeder nun Gottes Wort hören. Die Geschwister in Ägypten, die fühlen sich wie Könige jetzt. Dieser Aufzug ist mit einer Spende von dem Haus hier. Die Gemeinde in Ägypten ist gebaut, die haben das in 2. Etage hochgebaut, weil auf die Straße die Muslime kommen, jeden Sonntag und die stören mitten im Gottesdienst. Ich erinnere mich, als ich einmal saß und die kommt Säcke aus Sand oder Mist von dem Fenster direkt mitten im Gottesdienst. Manchmal mitten in dem Predigt. Einer von dem Nachbarn macht sein CD laut über Koran, da kann man kein Wort im Gotteswort hören, kann man nichts tun. Die Geschwister haben die Gemeinde jetzt gebaut in 2. Etage, kein Fenster an die Straßenseite, alles geschlossen. Aber viele Mütter und viele Geschwister, die Hilfe brauchen, können nicht Gottes Wort hören. Wie können die Treppe hochgehen? Es geht nicht. Und durch die Hilfe vom Mitternachtsruf, durch ihre Liebe und die Gabe, ist dieser Aufzug gebaut. Und die Geschwister haben den Logo von Mitternachtsruf hier auf den Dings. Ich war dort vor 3 Wochen. Ich habe gesehen, da ist hier ein Mann, das ist nicht gerade Mann, arbeitet. Das ist jetzt einmal Probe gemacht und jetzt ist es bereitet. Da kann man hoch und runter gehen. Auch ist es gemacht, dass einer mit einer Rollstuhl reingehen. Das ist eine Gnade. Wie kann das passieren in einer Gemeinde in Ägypten? Außer die Gnade, die Gott in eure Herzen gegeben hat. Wir sehen Gottes Gegenwart. Wir sehen das Festmahl des Königes. Der König hat ein Fest gemacht und hat ein riesengroßes Festmahl. Und hat das genannt, die Festmahl Esther. Das ist für Esther. Wer kann das glauben? Kapitel 2, Vers 18. Haman wollte alle Juden vernichten. Er war gegen alle Juden. Er hat einen Brief geschrieben. Das Brief ist schon gestempelt. Der Befehl ist gegeben. Aber wer hat die Juden in dieser Zeit behütet? Wer? Das ist die Gegenwart Gottes, die in dem Buch Esther. Vielleicht sehen wir nicht, dass der Name Jesus heute groß ist. Vielleicht viele Leute wollen das auch nicht. Ich habe gehört, als ich in Australien war. Leute sind gegen die Musik, die Weihnachtsmusik, die wird in dem Geschäfte in Weihnachtszeit
Jeder Geschäft geht man in die Firma rein und da war ein Weihnachtsmusik. Und die viele sind die dagegen. Die wollen das nicht. Wir wollen neutral sein. Wir wollen nichts christlich in dem Land. In Kanada zurzeit, ein von den höheren Leuten, der sitzt im Parlament, ein Syrer aus Syrien. Er ist Muslim. Sitzt im Parlament in Kanada und fängt an, auch in dem Gesetze zu spielen. In Deutschland jetzt fangen Türken, so viele Türken kommen an die Macht. Aber egal, was es passiert, wir haben einen Herr, der hat der Macht über alle. Hat Jesus Christus gesagt, Matthäus Evangelium, mir ist gegeben alle Macht auf Erde und im Himmel. Liebe Geschwister, wir sind keine Feder gegen den Wind. Wir sind in einer festen Hand. Es tröstet mich das Wort, was steht in Jesaja, Kapitel 49, Vers 15 und 16. Wir sind eingemeißelt auf seine Hand. Gemeißelt, nicht geschrieben. Vielleicht, wenn es was geschrieben und wascht die Hände, das geht weg, aber steht eingemeißelt. Ich hoffe, dass ich deutsche Sprache gesagt habe. Gemeißelt, mit Meißel und mit Hammer auf seine Hände. Wir fallen nicht. Wir fallen nicht. Wir sind in einer festen Hand auch. Das Land ist wieder fruchtbar. Wissen Sie, was ist das? Sehen Sie, was ist das? Ja? Das ist Eier. Das ist Eier. Und so wird in Ägypten transportiert. Und das ist nicht hinfallen. Hier hinten ist noch eine Karton, die muss ganz hinten fest. Das ist nicht der Fall. Das ist ein sehr schönes christliches Projekt für die Geschwister aus der Gemeinde. Auch durch die Gaben von hier, der gibt man die Geschwister, die haben jetzt eine Farm für Eier. Als der Bruder Jonathan das gestern gesehen hat, gesagt, das gibt eine riesengroße Omelette. Und interessanterweise wirklich, nichts geht kaputt. Meine Frau hat Eier vor 4-5 Tagen gekauft und ist eine Schachtel hingefallen, 3 Stück nach Hause kaputt gekommen. Aber das ist alles geht, trotz hübele Straße und alles geht alles ganz. Die Geschwister leben dort. Wie kann das passieren? Morsi ist im Gefängnis. Gott hat diese Al-Sisi geschickt, dieser Präsident, und das Land fängt an. Ich habe viele Bilder, aber die Zeit hilft nicht. Die Kartoffelernte, das war eine Freude, als ich dort gegangen, mitten in den Feldern, und die Geschwister haben die Kartoffel auf Autos und auf Traktor, überall fängt an, nochmal. Kann der Herr für Esther, die keine Zukunft hat, die keine Eltern hat, kann der Herr für dich, wo die Ärzte sehen vielleicht keine Hoffnung, kann der Herr etwas tun? Kann der Herr seine Gnade geben, dass noch fruchtbar kommt? Ja, wir haben einen Herr, der das ermöglicht. Warum hat Gott Esther erwählt? Ich komme langsam zum Schluss, aber langsam. Zuerst, wegen ihrer Bereitschaft, Mordechai Tochter zu sein. Sie hat das akzeptiert. Sie hat Mordechai akzeptiert. Jeder, der akzeptiert Jesus Christus als Herr und Heiland, er hatte die Chance, richtig das Leben zu genießen. Trotz aller Anfechtungen. Gott hat sie ausgewählt, weil sie war ein Mensch, der voll mit Gehorsam. Lies mal bitte mit mir dieser Vers, Kapitel 2, Vers 10. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an. Der Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Sie hat Gehorsam. Sie hat Gehorsam. Durch diese Gehorsam, gestern unterwegs von zu Hause nach hier, haben wir unseren Sohn Philipp besucht. Wir haben zusammen Mittagessen unterwegs
Und danach er hat gesagt, ja, habe ich gesagt, was predigst du morgen? Er ist der Pastor für die evangelische Gemeinde in Ludwigsburg. Er hat gesagt, morgen predige ich über Gehorsam. Über Gehorsam. Und da kam die Gedanken Gehorsam. Durch die Gehorsam wird man ein König. Durch die Gehorsam für den Königsbefehle. Durch die Gehorsam für Gottes Wort wird man ein König. Gott hat von Esther Königin gemacht durch ihre Gehorsam. Aber auch diese Bescheidenheit. Sie hat gesagt, ich brauche nicht, es ist genug. Jede Frau, bevor sie zum König reingeht, sie braucht so viele, aber man ist zufrieden. Das sollen Gottes Kinder heute in dieser Welt. In die Maschine von Kairo nach Frankfurt saß neben mir einer. Und danach haben wir ein bisschen gesprochen und er sagt zu mir, warum dürfen wir als Christen keine 2 Frauen heiraten? Abraham hat 2 geheiratet und Lot hat er geheiratet und hat so und so gemacht und alle in der Bibel haben viele, Salmon hat viele Frauen, warum dürfen wir nicht? Und nach 10 Minuten Gespräch habe ich entdeckt, er hatte schon 2. Und er ist unzufrieden, er hat Probleme mit 2. Das Beste, dass wir gehorchen Gottes Wort. Das Beste, dass wir diese Bescheidenheit mit unserem Gehalt, mit unserem Leben, mit unserem Körper, ich werde nie vergessen, in dem Büro für die Seelsorge in Wiesbaden, da kamen 2 Mädchen hintereinander. Einer ist gekommen und sie hat gesagt, ich habe ein großes Problem. Ich habe eine große Nase und ich möchte das operieren, weil das gefällt mir nicht. Ich sage vor dem Herrn und vor euch, 1 Stunde später kam einer, saß und sagte, ich habe ein großes Problem. Meine Nase ist sehr klein und ich möchte eine Operation machen, das ist so. Wissen Sie, wenn der Herr kommt ins Leben, ich sehe meine Nase nicht. Ich wäre zufrieden mit egal, was ich habe. Weil da gibt es andere Bedingungen, andere Gedanken. Man ist beschäftigt, nicht mit sich selbst. Im Flughafen Frankfurt habe ich eine Dame gesehen, die fast hingefallen. Die hatte einen Schuh mit Absatz, ich weiß nicht wie viel, so groß. Sie kann kaum laufen. Aber sie will einfach so. Ja, der Mensch, der Große will sich klein und klein will sich groß. Und ich sehe in Ägypten, wie die Europäer kommen und sitzen in die Sonne, dass die möchten eine braune Haut haben. Und die Ägypter Frauen, die holen so viele Puder und Creme, dass die werden blond. Das ist der Mensch. Ohne der Herr bleibt der Mensch leer. Er ist beschäftigt mit Haaren, mit Kleidung, mit hier und dahin. Aber ich finde auch wegen ihrer Demut. Und dieser Vers wirklich sagt zu mir persönlich so viel. Als sie der Königin geworden, hat sie Mordechai nicht verachtet. Wissen Sie, was hatte Mordechai in dem Königshaus vom Beruf gehabt? Was war Mordechai? Er war ein Türwächter, sagt man. Türwächter. Auf Arabisch sagen wir Bawab. Jemand, der steht vor der Tür, passt auf. Und ihr Pflegevater, und sie ist Königin. Aber die Bibel sagt, denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. Sie ist Königin geworden, aber sie bleibt in der Mutigkeit. Wenn der Herr dich segnet, denk mal, wir haben ein Problem in unserer Kultur.
manche von den Jungs, die verachten ihre Eltern oder Vorfahren. Wenn dieser Junge wird ein sehr bekannter Arzt oder die Frau wird sehr bekannter hier oder hin, sie will nicht nach Hause zurück, wo den Dorf, wo sie ist gekommen ist. Sie will nicht, dass die Leute sehen, wie der Vater anzieht oder die Mutter oder etwas. Aber ich finde hier, das ist das Christentum. Jemand, der mutig ist, trotz egal, was sie erreicht. Wegen ihrer Opferbereitschaft. Sie hat gefastet und sie hat gesagt, wenn ich verderbe, komme ich um, so komme ich um. Wichtig ist mein Volk. Mein Volk soll gerettet. Weisheit. Wie kann Esther, die Königin, mit Haman, wie kann sie verhandeln mit Haman? Sie hatte mit Weisheit die richtige Zeit. Und danach hat sie mit dem König gesprochen. Wir können nicht, liebe Geschwister, gegen der Wind in die Welt gehen. Wir werden zerschlagen. Wir können nicht gegen diese Gesetze oder gegen Menschen. Aber mit Weisheit kann Gott uns helfen. Wie kommen wir mit dieser Sache, wie können wir mit umgehen? Ein Weiser ist nicht jemand, der die Eltern verloren hat, sondern jemand, der keine Beziehung zum himmlischen Vater hat. Das ist die Weise. Das ist der keine Hoffnung hat, der keine Beziehung zu dem Herrn. Ein paar Bibelverse zum Schluss aus Hiob. In dem Buch Hiob, Kapitel 5, kann man in dieser 3-4 Verse, kann man die ganze Buch Esther lesen. Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen, der große und forschliche Dinge tun, Wunder, die nicht zu zählen sind. Er erhöht die Niedrigen und die Leidtragenden erlangen das Heil. Er vereitelt die Anschläge der Listigen, dass ihre Hand sie nicht ausführen kann. Er fängt die Weisen in ihrer List und der Rat der Verschlägenen wird über den Haufen geworden. Aber er rettet den Elenden von Schwert aus ihrem Rachen und aus der Hand des Stärken. Wir haben einen Herr, der uns sieht, der uns hilft, mitten in dem Not. Doch die Gegenwart Gottes ist sehr klar und deutlich in dem Buch von Esther. Er hilft uns. Eine gesegnete Adventzeit. Ich wollte eigentlich an jeder Anwesende heute solcher Kranz geben. Das hat meine Frau besonders, sie hat es selbst gemacht. Und ich habe gedacht, so die Chance, dass jeder da etwas mitnehmen. Ich möchte mit uns beten. Und in dieser Gebetszeit bitte ich euch, dass ihr wirklich diese Situation zu Hause, zu persönliches Leben, zu ihrer Dienst in Gottes Hand geben, dass in dieser Adventzeit sehen wir die Gegenwart Gottes. Lasst uns beten. Die Gnade genügt uns. Seine Gnade genügt uns. Wer kann das vorstellen, dass ein Mädchen, die keine Zukunft hat, die ist von einem Türwächter betreut. Wer kann das denken, dass sie die Königin wird?
Das ist die Gnade. In dieser Adventszeit, liebe Geschwister, kann der Herr alles tun. Wir sollen zu ihm kommen. Wir sollen ihn akzeptieren. Mit Demütigkeit und Gehorsam. Lieber Herr, mit aller Vertrauen kommen wir vor dir. Und wir wollen dir danken, dass deine Gnade genügt uns. Du schenkst uns die Kraft in unserer Schwäche. In dir ist die Fülle und die Wärme. Du hast Antwort für jede Frage. Wir kommen vor dir heute mit alles, was uns beschäftigt, mit der Zukunft unserer Leben, unserer Kinder, Enkelkinder. Wir kommen in diese Zeit, Herr. Wir wollen, dass dein Name wird erhoben, dass dein Name wird bekannt, dass der Name Jesu, die höher als alle anderen Namen, wird bekannt hier im Lande. Ich bitte dich für die Arbeit unter der arabischen Sprechenden, ob es hier in Europa oder überall. Danke für die Samen, die gepflanzt in verschiedenen Ländern. Danke für die Gruppen, die dort arbeiten. Danke für die Muslime, die zu dir gekommen sind, die getauft sind. Ich bitte dich, dass diese Weihnachtszeit wird richtig eine Zeit für ein großes Fest, wo viele zu dir kommen und akzeptieren dich als Herr und Heiland. Ich möchte in dieser Stelle beten für alle Geschwister, die solche Arbeit unterstützen durch Gebet und die Gaben. Danke, dass du hast eine Macht, uns zu gebrauchen, hier in dieser Dunkelheit. Bitte nimm mal die Ehre in unserer Mitte. Amen.